amerikanische Senator Marco Rubio hat ein Gesetz vorbereitet, welches die Einfuhr chinesischer Waren verbietet, die aus der Zwangsarbeit von Uiguren stammen. Weil der Senat seinen Entwurf nicht angenommen hat, hat er die Abstimmung über den Verteidigungshaushalt 2022 verhindert. Nach einem Gespräch mit seinem russischen Kollegen Lavrov am Rande des OSZE-Treffens in Stockholm sagte der amerikanische Außenminister Blinken, die USA seien bereit, an einer diplomatischen Lösung mitzuwirken. Es liege nun an Russland, die Lage zu deeskalieren. Erneut warnte Blinken Russland vor einer militärischen Intervention in der Ukraine. Dies würde ernste Folgen haben. Im Rahmen des Programms Soziales Sicherheitsnetz für Notfälle unterstützt die EU mehr als 1,5 Millionen Geflüchtete in der Türkei mit monatlichen Geldüberweisungen, um ihren Grundbedarf zu decken. Heute hat die EU weitere 325 Millionen Euro bereitgestellt, um das Programm bis Anfang 2023 zu verlängern. Der amerikanische Außenminister Blinken verlangt vom Iran die Rückkehr zur Teilnahme an den Atomgesprächen und sagte, dass der Iran noch Zeit besitze. Die EU hat die geplanten Sanktionen gegen Beteiligte an der Schleusung von Migranten nach Belarus beschlossen und mit der Veröffentlichung im Amtsblatt bereits in Kraft gesetzt. In einer Umfrage, die im März 2021 exklusiv für Global News durchgeführt wurde, sagten 2 von 3 Kanadiern oder 66% der Befragten, die Königin und die königliche Familie sollten keine formelle Rolle in der kanadischen Gesellschaft spielen. Die weltberühmte Modefirma Zara wurde an der Expansion einer Filiale in Frankreich gehindert, denn Zara wird der Zwangsarbeit von Uiguren in China beschuldigt. Auch weitere Modefirmen sind von diesen Verdächtigungen betroffen.